Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Deepfakes und die Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Ja, Deepfakes sind ein faszinierendes, aber auch beunruhigendes Thema. Diese Technologie ermöglicht es, täuschend echte Videos zu erstellen, in denen Personen Dinge sagen oder tun, die sie nie getan haben. Genau, und während das auf den ersten Blick lustig oder harmlos erscheinen mag, hat es weitreichende Konsequenzen für die Persönlichkeitsrechte und die Gesellschaft insgesamt. Ein großes Problem ist, dass Deepfakes zunehmend genutzt werden, um falsche Informationen zu verbreiten. Stell dir vor, ein hochrangiger Politiker wird in einem Deepfake-Video gezeigt, das ihn in einer kompromittierenden Situation zeigt. Das könnte katastrophale Auswirkungen haben, nicht nur für die Person selbst, sondern auch für das gesellschaftliche Vertrauen in die Medien und die Politik. Ganz richtig. Aber wie entstehen diese Deepfakes eigentlich? Die Technologie dahinter ist ziemlich komplex. Sie basiert auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Ja, Algorithmen analysieren Tausende von Bildern und Videos, um das Gesicht einer Person so realistisch wie möglich nachzubilden. Das ist beeindruckend, aber auch erschreckend, wie leicht man dadurch manipulieren kann. Und das bringt uns zu einer zentralen Frage. Wie können wir uns vor Deepfakes schützen und wie lassen sich Persönlichkeitsrechte wahren? Eine Möglichkeit ist die Entwicklung und Nutzung von Software, die Deepfakes erkennen kann. Es gibt bereits einige Ansätze, die versuchen, solche Videos zu identifizieren, bevor sie sich viral verbreiten. Allerdings hinkt die Technologie zur Erkennung von Deepfakes der Erzeugung solcher Videos oft hinterher. Wir benötigen also auch rechtliche Rahmenbedingungen, die den Missbrauch dieser Technologie verhindern. Absolut. Gesetzgeber weltweit sind gefordert, hier schnell und entschlossen zu handeln. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn Gesetze sind oft langsamer als die technologische Entwicklung. Und was kann jeder Einzelne tun? Ich denke, wir müssen alle kritischer mit den Informationen umgehen, die wir konsumieren. Richtig, ein gesundes Maß an Skepsis kann helfen, nicht auf gefälschte Inhalte hereinzufallen. Es ist wichtig, Quellen zu überprüfen und sich nicht von sensationellen Videos blenden zu lassen. Aber zurück zu den Persönlichkeitsrechten. Was passiert eigentlich, wenn jemand in einem Deepfake-Video zu sehen ist? Welche Rechte hat diese Person? Das ist eine komplexe Frage. In vielen Ländern ist die Gesetzeslage dazu noch unklar, aber grundsätzlich könnte man argumentieren, dass es eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte darstellt, wenn jemand ohne sein Wissen gefilmt oder für ein Video verwendet wird. Ja, und das führt zu weiteren ethischen und rechtlichen Diskussionen. Wie stellen wir sicher, dass die Technologie nicht zur Waffe wird? Es ist eine Gratwanderung. Auf der einen Seite die Freiheit der Kunst und der Technologie, auf der anderen Seite der Schutz der Privatsphäre und der Rechte des Einzelnen. Es ist klar, dass wir als Gesellschaft Wege finden müssen, um mit dieser Technologie verantwortungsvoll umzugehen. Genau, und das bringt uns zu euch, unseren Zuhörern. Was denkt ihr, wie können wir uns besser gegen die negativen Auswirkungen von Deepfakes schützen? Wir sind gespannt auf eure Meinung.